Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, wo Jesus etwas betet. Vielleicht hast du es auch schon selber oft gebetet oder zumindest schon mal gehört, dass Jesus im Vater unser einen Satz betet und der hat es in sich. Er sagt, dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel, so auf Erden. Hast du mal gefragt, warum er uns sagt, wir sollen so beten? Also offensichtlich gibt es einen Willen vom Vater im Himmel. Der ist dort angelegt und der kommt nicht automatisch auf den Boden, auf die Erde. Sonst würde Jesus sagen, betet einfach so. Liebes Sunday Night Team, betet, danke Gott, dass dein Wille so oder so passiert, weil das ist ein No-Brainer und das passiert automatisch. Amen. Steht da nicht. Da steht, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, also gibt es den Willen, der im Himmel angelegt hat. Gott sucht Menschen, die die Haltung haben, zu suchen, was der Wille ist, die beten, dass dieser Wille durch ihr Leben durch auf diese Erde kommt. Und offensichtlich braucht es dort Gebet, es braucht diese Einstellung. Und das wollen wir heute mal an einem Bereich ausprobieren. Es ist ein Bereich, wo wir alle eine Geschichte haben. Und zwar ist es das Thema Familie. Wir alle haben eine Familiengeschichte, die ist kurz oder lang, die ist schmerzhaft oder nicht schmerzhaft. Die meisten hier heute bei der Sunday Night kennen die Perspektive, Kind zu sein. Die Eltern hast du dir sehr wahrscheinlich nicht ausgesucht. Ist dir aufgefallen? Gott hat dich nicht wählen lassen, wer deine Eltern sind. Deine Geschwister hast du auch nicht ausgesucht, wenn du Geschwister haben solltest. Obwohl du ein paar Ideen hättest, wie man die optimieren könnte, die Geschwister, gell? Also wenn du die ein bisschen pimpen dürftest, könntest du beim Bruder, bei der Schwester so ein bisschen was drehen und da ist durchaus Potenzial, wie man die ein bisschen weiterentwickeln können. Wenn du deine Eltern hättest designen können, hättest du auch den einen oder anderen Vorschlag gehabt, Gott gegenüber, das hättest du bei meinem Vater ein bisschen anders machen können. Das hättest du bei meiner Mutter ein bisschen anders machen können. Das heißt, wir kommen auf diese Erde, wir sind in einer Familiengeschichte und die Frage ist, was für einen Plan hat Gott? Als ich den Glauben lebendig kennengelernt mit 19 hatte ich überhaupt keine... Ja. Ein Applaus im Media-Team, sie sind total motiviert. Gleich darfst du es abspielen. Wir lieben unser Media-Team, wir sind parat. So. Als ich mit 19 lebendigen Glauben kennengelernt habe und auch meine heutige Frau kennengelernt habe, hatte ich überhaupt keine Vision für göttliche Beziehung, für Ehe und Familie. Für mich war Ehe ein Gefängnis. So habe ich mir das vorgestellt. Habt ihr auch mal ein Bild mitgebracht, wie ich es mir gedacht habe, wie das ist. Und dann haben wir uns mit 19 lieben und kennengelernt und meine Frau wollte mich heiraten, die dachte, das ist wunderbar und ich habe zu ihr gesagt, Schatz, ich werde dich frühestens mit 30 heiraten. Warum? Mit 19 dachte ich, mit 30 ist das Leben vorbei. Wenn du U30 bist, ich kann dich beruhigen, das Leben wird besser. Also keine Panik von dem 30. Geburtstag, das wird immer besser, okay? Okay, aber ich habe gedacht, das Leben ist vorbei. Dann hat meine Frau sich gedacht, oh Mann, Jesus, ich liebe den, der ist so ein fresher Typ, aber der ist so komisch, was Ehe angeht. Gott, ich brauche ein Wort für dich. Dann hat sie etwas gemacht, was man eigentlich nicht nachmachen sollte, aber Gott ist gnädig, er nutzt alle Kanäle. Sie hat das Wort Gottes genommen, weil sie so verzweifelt war mit diesem Knilch Tobias Deichen, der nicht heiraten will. Und dann hat sie gesagt, okay Herr, ich werde jetzt durch die Bibel blättern und dann auf einen Vers tippen, und zwar total random. Und ich bete, dass du zu mir redest. Sie macht das. Zack. Und ihr Finger ist auf dem Vers, das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich war Mathelehrer. Die Wahrscheinlichkeit auszurechnen ist echt krass. Also, boom! Dann kommt sie zu mir total motiviert, hat so eine Heiratsprobe mit ihm gesagt, Schatz, Gott hat gesagt, wir werden heiraten. Habe ich gesagt, schön für Gott, schön für dich. Ich werde dich frühestens mit 30 heiraten. So, also Heiratsprophetien weitergeben, nicht schlau, falls du das vorhast, bringt nichts beim Gegenüber, okay? Alles gut, aber ich hatte keine Vorstellung, was eine göttliche Idee von Familie ist. Dann habe ich gehört, dass man irgendwie Kinder kriegen kann. Das war mir schon seit der Aufklärung bewusst. Aber als ich dann Familien zugehört habe, habe ich gedacht, das ist ja das nächste Gefängnis. Also wer will denn Kinder haben? Das ist das Leben ja vorbei, oder? Also Kinder will doch kein Mensch haben. Das vielleicht mit 42, mit künstlicher Befruchtung können wir drüber nachdenken. Aber vorher leben wir doch ein bisschen, oder? Also keine Vision für Kinder gehabt. Jetzt ist die Challenge, dass im göttlichen Idee, im göttlichen Willen Gott über Familie sehr viel redet. Und wenn er über Kirche redet, auch über familiäre Begriffe benutzt. Wusstest du das? Wenn du zur Kirche gehörst, zum Leib Christi, redet darüber, dass du Brüder und Schwestern im Glauben hast. Nicht Freunde. Wenn wir in die Kirche kommen, denken wir brauchen so eine Freundesgruppe. Das nennen wir Small Group. So eine Community. Gleiche Klamotten, gleicher Style, gleiche Musik, gleiche Interessen, gleiche Altersstufe, gleich Hipster. So, das ist meine Small Group. Das ist
Kirche, möglichst gleich. Da steht nicht, such dir eine Freundescommunity, die total hipster ist und die so ist wie du, sondern wenn du dich für Christus entscheidest, wirst du von neu geboren und du wirst in eine Familie reingeboren mit Brüdern und Schwestern, die du dir genauso wenig ausgesucht hast wie die Leiblichen. What? Und da will Gott drin wirken. Dann redet er von Vater und Mutter sein bei Leiterschaft. Das heißt, in der Kirche hast du noch Leiter, Leiterinnen und Leiter, die du auch nicht gewählt hast. Und mit denen soll ich auskommen? So, wir haben keine Vision für Familie und deswegen haben wir auch keine Vision für Kirche. Wir gehen gerne in die Kirche, wir lieben Sunday Night vielleicht, aber wir haben keine Vision, dass Gott uns nutzen kann in der geistlichen Familie und schon gar nicht vielleicht mit der leiblichen Familie. Warum? Wir haben keine Idee, was Gott im Himmel geplant hat und wie der Wille auf die Erde kommen soll durch mein Leben. Ich weiß nicht, wie viel du da schon drüber nachgedacht hast, aber ich habe das dann als 19-Jähriger begonnen, weil die Bibel sagt auch, dass die gleichen Metaphern sind, dass man im Glauben ein Baby sein kann, ein Kind sein kann, ein Teenager oder ein Vater und eine Mutter. Wieder familiäre Begriffe, die Gott benutzt, um uns zu erklären, was Kirche ist. Als ich aber Kirche kennengelernt habe und auch Familie kennengelernt habe, wirkte es eher so, dass die leibliche Familie und die geistliche Familie eher etwas ist, was man überleben muss, wo man irgendwie durchkommen muss. Also ich weiß nicht, ob du mal Eltern zugehört hast, wenn die kleine Kinder haben oder demnächst im Freundeskreis vielleicht bei dir irgendjemand mal ein Baby hat. Da denkst du immer, also Elternsein scheint was zu sein, was man überleben muss. Zum Beispiel ein kleines Baby, ja. Also ich habe dir ein Bild gebracht von einem Vater nach der ersten Woche, wo das Newborn zu Hause ist. Der sieht dann so aus. Ich weiß nicht, ob du so Eltern kennst, die das erste Baby kriegen, denkst du dir, alter Falter. Und dann erzählen sie dir Horrorgeschichten. Ich habe heute Nacht 1 Stunde geschlafen, yippie, denkst du dir, ich kriege keine Kinder, ich will schlafen. Okay, aber hast du dir mal überlegt, wie so das Sicht von einem Baby ist, wenn du das Erstgeborene bist? Das fühlt sich dann so an, das habe ich dir mal mitgebracht. Wenn du nach Hause kommst und realisierst, dass du das erste Kind bist und die zwei haben keine Ahnung, was sie tun. Also das ist so ein bisschen, wenn die leibliche Familie losgeht. Jetzt übertragen wir es mal auf die geistliche Familie, wenn es um Jüngerschaft geht. Das heißt, ein Freund oder Freundin in deinem Umkreis entscheidet sich für Jesus, kommt auf einmal in deine Familie rein mit seinem ganzen Wesen und das ist die erste Person, wo du merkst, dass Gott dich herausfordert, Verantwortung Jüngerschaft zu übernehmen. Die Person fühlt sich genauso wie das Baby. Ich habe das Gefühl, der hat keine Ahnung, wie das im Glauben geht. Ich habe das Gefühl, die hat keine Ahnung, wie das wirklich geht, aber die scheint jetzt für mich verantwortlich zu sein. Gott, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Okay, dann kommt so die nächste Phase, die Kleinkindphase. In der Jüngerschaft ist so gegen Get Free, das sieht dann so aus, ja, in der leiblichen Familie. Erstmal die Mutter. Scheint anstrengend zu sein, Kirche zu machen, Small Group zu leiten. Aber das nächste ist vor allen Dingen dann diese Geschichte, wenn Kinder größer werden. Vielleicht haben wir das da. Ja. Du denkst, alles super in der Jüngerschaft, dann wachsen die heran, die Nachwuchsleute oder in der Familie. Ach du liebes Lieschen, jetzt streiten die sich. So, das war ungefähr so, wie Jesus sich mit seinen Jüngern gefühlt hat, genau so. Exakt die gleichen Geschichten siehst du in der Jüngerschaft, Simon und Petrus und der kloppt den und der kloppt den. Das ist dann Small Group, verstehst du? So ist dann einfach auch die leibliche Familie und die geistliche Familie und du denkst dir, Gott, wie soll das gehen? Da kann ich nicht mitmachen, da will ich auch gar nicht mitmachen. Und dann werden diese Kinder geistliche Eltern oder in der leiblichen Familie älter und dann hörst du Eltern über die Pubertät reden, vielleicht bist du gerade selber in der Pubertät. Die Eltern denken sich immer, also was hat Gott sich denn dabei gedacht? Alle Synapsen werden neu zusammengelötet. Wegen Umbau keiner zu Hause, wegen Umbau geschlossen, einfach rein synapsentechnisch in der Pubertät. Ja? Ich habe dir mal mitgebracht, was Eltern dann so erzählen über diese Phase, ja, wenn sie von Eltern... Okay, das nächste bitte, das nächste bitte. Das ist auch sehr gut, das da. Ich werde so frei sein, wenn meine Kinder älter sind und die Erziehung einfacher wird und dann, wenn du Eltern von älteren Kindern unterhältst, dann fühlen die sich so. So ist auch jemand, der im Glauben heranwächst und im Glauben seine Fragen hat. Auch im Glauben gibt es übrigens eine Pubertät, durch die man durchgeht, wo man Dinge hinterfragt von seinen geistlichen Eltern und selber Antworten finden muss und auch selber Überzeugung finden muss. Okay, also es gibt viele Vorstellungen auf der leiblichen und geistlichen Familie und im Römerbrief heißt es jetzt folgendermaßen, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Was ist Familie? Was ist Ehe? Was ist Leiterschaft? Was ist eine geistliche Familie? Was ist eigentlich Kirche? Wie funktioniert das eigentlich? Die Maßstäbe der Welt sind vollkommen klar und vollkommen normal,
Alle sind von jedem verletzt. Leute sind von Kirche verletzt. Warum sind sie von Kirche verletzt? Weil sie nicht wissen, wie Kirche funktioniert. Wir sind von Familie verletzt. Warum? Weil wir nicht wissen, wie Familie funktioniert. Und genauso wie wir von Familie verletzt sind, sind wir von Kirche verletzt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist, vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Reise, was so Gottes Plan ist. Was könnten himmlische Ideen zu einer Familie sein und was heißt es für Kirche oder für eine Vision, warum ich eines Tages selber vielleicht leibliche Kinder haben will und nicht erst, wenn ich 82 bin, wie Abraham, sondern auch schon vorher. Wir fangen an auf den ersten Seiten der Bibel. Stellt sich Gott vor. Er sagt, ich bin Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das Problem an der deutschen Sprache ist, dass sie dem Hebräischen manchmal gar nicht nahe ist. Wir denken, es heißt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In der hebräischen Sprache ist aber der Heilige Geist Ruach. Das ist das Wort für Heiliger Geist und Ruach ist weiblich. Wenn du Jüdisch hörst, Hebräisch spricht, wo die Bibel herkommt, würdest du sagen, der Vater, der Sohn und die Heiliger Geist. Ein messianischer Pastor, ein Freund von mir, sagt immer, ist doch ganz klar, wenn du Hebräisch könntest, wirst du verstehen, bereits eine Dreieinigkeit ist angelegt, Vater, Mutter, Sohn. Familiäre Ideen. Jetzt schafft er den Menschen als Mann und Frau, als seine Gegenüber und sagt, der nächste Schritt ist, dass er eine Familie schafft, um Leiterschaft beizubringen. Adam, es ist nicht gut, dass du allein bist, Eva und jetzt kriegt ihr Kinder. Jetzt wird's wahnwitzig. Gott hat sich jetzt die Idee gegeben, dass er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das sagt er zu jedem Menschen, egal ob du leiblich Kinder kriegst oder nicht, du hast Potenzial zu leiten. Wenn in der Familie Kinder kommen oder geistliche Kinder kommen, dann bist du ab dem Moment laut Gott eine Leiterin, ein Leiter, die Verantwortung trägt. Wenn du eines Tages Familie haben willst, geh jetzt in den Basic Leadership Kurs vom ICF Zürich. Lerne jetzt Leiterschaft. Warum? Gott ist der Meinung, dass die leiblichen Kinder Leader bist, aber auch bei den geistlichen Kindern ein Leiter bist. Und jetzt wird's crazy. Die gleichen Eltern kriegen so unterschiedliche Kinder. Eine junge Mutter letztens bei uns in der Kirche sagt, also Pastor, wenn ich es nicht besser wüsste und ich wüsste, dass dieses Kind aus mir rausgekommen ist, würde ich denken, das ist nicht von mir. Das Kind hat weder die Persönlichkeit von meinem Mann, noch die Persönlichkeit. Das ist ganz anders. Wieso kriegt Gott mit den gleichen Produkteuren, den gleichen Eltern, so unterschiedliche Kinder? Vielleicht hast du einen Bruder, der ist ganz anders, der ist nicht wie du. Hast eine Schwester, die ist ganz anders. Wieso macht das Gott so? Der hätte doch immer die gleichen Lemminge da produzieren können, erfolgreiches Modell, immer gleich. Nee, er sagt, in der Familie lernen wir leiten, am Familientisch lernen wir leiten. Paulus sagt, wenn du in der Kirche Verantwortung übernehmen willst, schau dir an, wie jemand zu Hause Leiterschaft lebt. Zu Hause? Zu Hause ist der Ort, wo ich mit den Eltern auskommen muss, die Gott ausgesucht hat. Zu Hause ist der Ort, wo Bruder und Schwester sind, die ich gerade gar nicht mag. Und wie ich das da lebe, gibt mir Autorität. Warum? Zu Hause hast du keine Macht. Mein Sohn ist nicht davon beeindruckt, ob ich 47.000 Freunde auf Instagram habe. Er ist nicht davon beeindruckt, ob ich viele Klicks auf YouTube habe, ob ich auf dem ICF Zürich Sunday Night predige. Das ist ihm vollkommen wurscht. Der kennt mich, wie ich bin. Mit all meinen Schwächen, mit all meinen Themen. Meine Frau ist nicht beeindruckt von dem, was ich weiß, sondern nur von dem, was ich lebe. Das ist Familie. Das ist Familie. Und darin sagt Gott, soll ich jetzt Leiterschaft lernen mit jemandem, wo ich keinen Druck ausüben kann, Manipulation, wo ich nicht faken until maken, wo ich einfach nur bin. Und so soll deine Small Group sein, so echt, so transparent und trotzdem leiten und trotzdem das lernen. Das Interessante ist ja, dass wir heute Abend noch nicht so die Perspektive vielleicht der Eltern haben, es sei denn, du leitest schon was. Wir haben die Sicht des Kindes. Was hieß es denn zu Hause zu sagen, okay Vater, du hast mir jetzt diese Eltern gegeben, du sagst, ich soll sie ehren. Da steht nicht, also wenn Papst Leo dein Vater ist und Mutter Teresa deine Mutter und die es absolut verdient haben, dann ehre sie. Da steht nichts dabei. Was heißt denn zu Hause zu prägen, obwohl meine Eltern Macken haben? Wie bin ich Licht und Salz in einer Familie, die vielleicht Jesus gar nicht kennt? Wie darf ich positiv prägen, mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern? Was hast du vor, Gott? Und wie kann ich dort lernen, was du wirklich tun möchtest?
Also du siehst, die Weg geht weiter, die kleine Familie, der Familientisch, die Small Group, das Team oder die leibliche Familie, dort sagt Gott, da lernen wir mit Unterschiedlichkeiten umzugehen. Da lernen wir uns zu erkennen, da lernen wir Leiterschaft. Und dann geht er zu den Generationen. Abraham, Isaac, Jakob. Er wird größer und sagt, Leiterschaft gibt es Generationen. Die Rollen müssen sich ändern, die müssen sich anpassen und trotzdem sind die gemeinsam unterwegs. Und dann kommt der Bruch in der Kirchengeschichte und der ist bis heute dramatisch. Dann sagt das Volk Gottes, alles toll, Gott, aber wir hätten gerne einen König. Familie, zu anstrengend. Generationen, zu blöd. Alle um uns herum haben einen König, der entscheidet einfach, der herrscht, den wollen wir auch. Sagt Gott, liebe Freunde, dass wir uns klar verstehen. Die Königidee kommt nicht von mir. Meine Idee ist, dass ihr in familiären Strukturen seid, dass ihr Generationen euch gegenseitig freisetzt und dass ich der einzige König bin. Wenn ihr das wählt, werden Leute über euch herrschen. Ein König hat Knechte. Ein Vater hat Söhne und Töchter. Wenn diesen Weg geht, wird etwas kippen, was seit dem Sündenfall drin ist. Nämlich es geht immer darum, wer herrscht über wen. Herrscht der Mann über die Frau? Patriarchat. Nee, lieber die Frau über den Mann. Feminismus. Beides scheiße. Beides komplett an Gottes Idee vorbei. Gottes Idee ist, sich gegenseitig unterzuordnen, sich wertschätzen, miteinander unterwegs zu sein, sich gegenseitig freizusetzen. Okay, also du siehst, das ist Gottes Idee. Dort möchte er hin und ich möchte jetzt mal einen Aspekt rausgreifen, wo Gott uns in Beziehungen Identität beibringen will, familiären Beziehungen, Small Group, Team, Bruder, Schwester, geistlich, leiblich und uns auch erziehen will. Jetzt wird es ganz toll. Wer von euch wird gerne erzogen? Habe ich mir gedacht, so ein paar so halb. Wahrscheinlich so halb heilig sich zu melden, aber die Mehrheit würde sagen, ich werde nicht gerne erzogen, oder? Das ist nicht cool, ja? Also ich erziehe vielleicht gerne meine Geschwister, aber ich werde nicht gerne erzogen. Und ich möchte schon gar keine Konsequenzen. Wir gehen mal in den Hebräerbrief rein, da heißt es, trotzdem werdet ihr schon mutlos, ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist oder erzieht, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Gott nutzt Beziehungen und nutzt auch familiäre Strukturen, um mich zu erziehen. Die Frage ist, nehme ich es an? Im göttlichen Denken ist das Ziel von Erziehung nicht, dass ich es mache, weil ich Angst vor Strafe habe, vor dem strafenden Gott. Nicht, weil ich gerne belohnt werden will als der Musterchrist. Schweizer Next Top Christ will ich werden und deswegen will ich gerne Belohnung kriegen, weil ich bin ja so brav. Erziehung nehme ich an, weil ich dem Vater vertraue, dass es gut meint und in mir etwas hervorbringt. Hier heißt es, dass es liebevoll ist, wenn Gott uns erzieht, auch an Grenzen ran. Machen wir ein Beispiel. Wenn du die Kinderrolle in der leiblichen Familie hast oder in deiner Small Group, in diesem Bild gesprochen, wie könntest du göttliche Ideen prägen? Wie kannst du Licht und Salz sein mit Leitern, die unperfekt sind und Eltern, die unperfekt sind? Wie möchte Gott dich nutzen, dass du eine Kultur, die göttlich ist, auf diese Erde bringst? Das ist eine wichtige Frage. Wenn du ins Gebet nimmst, wird Gott dir viele Antworten geben. Ich gehe nochmal weiter in diese Bibelstelle. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welchen Sohn wird er von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Außerdem haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben. Wie viel mehr müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet. Gott hat ein Ziel in der Erziehung, er will uns auf das ewige Leben vorbereiten. Was ist dein Ziel, wenn du eine Small Group leitest, für die Leute, die du leitest? Oder was wäre ein göttliches Ziel, wenn Gott dir eines Tages Kinder anvertraut? Wenn wir nicht drüber nachdenken, ist so ein Ziel, dass wir gerne hätten, dass alle funktionieren. Ja? Also das Kind soll funktionieren, ja? Soll nicht blöd tun, soll schön durch alle Sachen problemlos durchgehen. Die Leute in der Small Group sollen sich nicht so blöd anstellen, die sollen alle frisch, fromm, fröhlich, bereit sein und am Start sein und die Bibel lesen und Jesus lieben, die sollen nicht blöd tun, verstehst du? Das heißt, wir haben so unbewusst diese Vorstellung. Im deutschsprachigen Raum ist es bei leiblichen Kindern so, dass in Deutschland sagen Leute oft so, wenn Kinder sitzen, sagen sie, Mensch, sind die brav, die Kinder. Die können so still sitzen. Ist das ein tolles Erziehungsstil, dass Kinder brav sind?
dass sie ruhig sitzen können. Was für ein tolles Ziel. Da wird der Kerl älter, ist jetzt 22 an der Uni, sitzt immer noch still da. Wenn es darum ginge, für den Glauben lebendig aufzustehen und seine Meinung zu sagen, ist er einfach still. Mensch, ist der brav? Ist das so ein braver? Ja, sitzt er da, schön, ja, ganz süßer, der Brave. Oder er arbeitet bei der Feuerwehr. Es brennt, was macht er? Sitzen bleiben. Mensch, ist der brav? Sitzt er immer noch da? Es ist doch kein Ziel, dass jemand brav ist. Ist auch nicht ein Ziel, dass in meiner Small Group die Leute funktionieren. Kirche, Familie ist messy. Das ist Challenge. Das sind Dinge, die mich herausfordern. Ziele können sein, dass ich wünsche, dass Leute, die unter meiner Leiterschaft sind, in meiner leiblichen Familie, Geistfamilie, dass sie mündig werden, lebensfähig, beziehungsfähig, gesundes Männerbild, gesundes Frauenbild, gesunde Verwalter werden und nicht, dass sie brav sind oder still sind oder angepasst sind oder funktionieren, sondern dass sie reinwachsen. Und das möchte ich mit dir jetzt mal an diesem Bild hier anschauen, weil wenn ich in dieser Beziehung sein will, will ich heute den Schwerpunkt drauf setzen, was es heißt, Kind zu sein. Weil das ist das Fundament für alles, was du hier siehst. Du siehst hier, ich bin als Mann und Frau geschaffen, ich bin Kind Gottes, Vater, Mutter, geistig, aber auch in Leadership. Ich bin vielleicht in Beziehungen, in einem Bund oder Single. Und ich möchte damit anfangen, über Kind Gottes zu reden, was das absolute Fundament ist. Als Kind Gottes darf ich lernen, dass es 2 Stühle gibt im Leben, auf denen ich sitzen kann. Den Stuhl der Entmutigung und den Stuhl der Ermutigung. Auf dem Stuhl der Entmutigung habe ich Stimmen und ich unterhalte mich bewusst oder unbewusst mit dem Vater der Lüge, mit dem Teufel. Der hat Meinungen über mich. Der hat Meinungen, ob ich schön genug bin, gut genug bin, ob ich das hinkriege oder nicht hinkriege. Und er wird anfangen, mir einzureden, so Sätze wie, schau mal, der Schuh ist einfach zu groß. Du willst eine Small Group leiten, der Schuh ist zu groß. Du willst mal eine Ehe führen, schau dich an, du Loser, der Schuh ist zu groß. Du willst mal Kinder haben, das schaffst du nie. Das Interessante ist, auf dem Stuhl der Ermutigung, der Vater im Himmel redet mit dir über die gleichen Dinge. Und es ist nicht so, wenn du merkst, der Schuh ist zu groß, du bist überfordert von Familie, du bist überfordert davon zu leiten, du bist überfordert davon von der leiblichen, von der geistigen Familie. Sagt er nicht, ach, hab Mut, kommt gut, der Schuh ist eigentlich klein. Stell dich nicht so an, du schaffst das. Tschakka. Nee, der Vater sagt, mein Sohn, du hast recht, der Schuh ist zu groß. Er ist viel zu groß. Ohne mich schaffst du das nicht. Du wirst eines Tages vor ein Traualtar stellen und du wirst einen Satz sagen. Ja, mit Gottes Hilfe. Mein Sohn, du bist nicht dafür geschaffen, meine Tochter ist ohne meine Hilfe zu schaffen. Ich habe dich so designt, dass der Schuh zu groß ist. Kinder erziehen, gute Nacht. Bis morgen bleiben, Vater unser. Der Schuh ist zu groß. Warum? Es gibt ein Bild, das mich immer da hilft, und zwar ist unser Sohn, als er klein war, hat er gerne meine Schuhe angezogen und ist in den Schuhen gelaufen. Vielleicht hast du schon mal beim kleinen Kind gesehen. Das ist total süß und putzig und das ist so lange süß und putzig, wo der nicht große Distanzen hinlegen muss. Kleine Schritte süß, dann haut es ihn auf die Fresse. Man kann es nicht anders sagen. Warum? Es sind meine Schuhe und nicht seine Schuhe. Was Bene aber dann angefangen hat, er hat dann immer wieder gesagt, Papa, 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 zieh du die Schuhe an. Und dann ist er vorne auf meine Fußspitzen draufgetreten, hat seine Ärmchen nach oben gehoben und ist mit mir gelaufen auf meinen Schuhen. Das fand er so cool. Die Fußspuren da hinten waren meine Fußspuren und mein Sohn stand nur vorne mit erhobenen Armen, hat sich gefreut wie so ein Keks, dass er diese großen Schritte macht. Was hat er gemacht? Er war Kind. Ihm war klar, diese Schuhe sind zu groß. Warum? Es sind Papas Schuhe. Gott hat Pläne mit deinem Leben, die sind viel größer, als was du selber schaffen kannst. Die Schuhe sind zu groß. Du lernst zu sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich ergebe mich, ich hebe die Hände nach oben. Deswegen mache ich es im Worship immer so. Und wenn ich es mache, siehst du, wie unter meinen Achseln Schweiß, da wird es messy. Weil du schwitzt, du bist überfordert und sagst im Worship, Gott, hier bin ich. Ich kapituliere. Der Schuh ist mir viel zu groß. Ich danke dir, dass es deine Schuhe sind. Ich gehe auf diese Position. Ich strecke mich nach dir aus. Ich danke dir, dass ich Kind sein darf. Ich danke dir, dass du es machst. Und weißt du, was dann passiert? Du schaust deinem Leben zurück und siehst durch dein Leben durch Papas Fußspuren. Du siehst auf einmal eine Small Group, wo Leute aufblühen im Glauben. Warum? Papa macht's mit dir.
Du wirst eine Ehe leben, die aufblüht, obwohl du am Limit bist. Warum? Papa macht's mit dir. Du wirst eine Familie haben mit Kindern, die du hilfst aufzuwachsen. Warum? Papa macht's mit dir. Deswegen ist das Fundament, dass du als Kind Gottes an diesen Punkt kommst. Und auf dieser Grundlage müssen sich Sachen sortieren. Dann kommst du irgendwann auf die Frage, weil du die Frage stellst, wie ist das mit Mann und Frau? Du hast Zweifeln, sowohl in der leiblichen und geistlichen Familie. Was würde es bedeuten, wenn es Leute um dich gäbe, die dir helfen, deine Identität zu finden? Ich mache das Beispiel von einem jungen Mädchen, Freunde von uns. Sie ist aufgewachsen, sie ist ein absolut wildes Mädchen. Sie hat wilde Locken, sie liebt Fußball. Sie liebt draußen zu sein und sie ist leider, wie ihr auch, in einer Gesellschaft, die ruckzuck denkt, wenn du wild bist als Mädchen, wenn du Fußball spielst, vielleicht bist du im falschen Körper, vielleicht bist du lesbisch. Gott sei Dank hatte sie eine Small Group mit Leiterinnen und Leiter, die das Wort Gottes mehr ernst nehmen als den Zeitgeist. Gott sei Dank hatte sie Eltern, die gesagt haben, Papa, der Schuh ist mir echt zu groß, meine Tochter fängt an, Lügen zu glauben. Dann hat Gott ihm, dem Papa, einen Auftrag gegeben, als er wieder vorne auf den Füßen von Papa stand und hat gesagt, mein Sohn, deine Aufgabe ist, ja, du bist Vater von diesem Kind, spreche einfach jeden Tag Identität zu. Jeden Morgen hat er gesagt, meine Tochter, ich liebe, wie wild du bist. Gott hat dir sogar in deinen kleinen Locken Energie mitgegeben. Wie cool ist das denn? Du bist ein wildes Mädchen, du bist ein starkes Mädchen. Du willst gewinnen, Gott sei Dank willst du gewinnen. Gott ist ein Winner, dem ist nicht egal in der geistigen Dimension, ob du gewinnst oder verlierst. Es geht um Seelen, die wir eines Tages durch dein Leben erleben, wie sie gerettet werden. Sei wild, sei frech, sei ein Mädchen und hör nicht auf die Lügen, dass du deswegen ein Junge bist. Hör nicht auf die Lügen, dass du deswegen im falschen Körper bist oder lesbisch bist. Das heißt, eine Familie zu haben, geistlich oder vor Ort, wo ich Orientierung bekomme, mit dem Wort Gottes, mit Brüdern und Schwestern, geistlich, aber auch mit Vätern und Müttern. Dann mit Ehe, wenn ich diesen Bund eingehe. Vater, der Schuh ist mir zu groß. Ich habe mir das oft gedacht, was hast du dir bei Frauen gedacht, Gott? Also, ich habe dann ruckzuck gemerkt, meine Frau ist kein Mann. Ist mir dann irgendwann aufgefallen, nicht nur biologisch, sondern auch so ganz. Ich denke mir, Alter, der Schuh ist ja viel zu groß. Wie klappt das mit Sex? Wie klappt das mit Intimität? Ich schlage die Bibel auf und sage, Gott, fang an zu reden. Der Schuh ist mir zu groß. Ich danke dir, dass ich nicht dafür geschaffen bin, es allein zu schaffen. Ich bin es geschaffen dafür, mit deiner Hilfe zu schaffen. Leiterschaft, Vater, Mutter sein. Ist der Schuh groß. Also für mich eine Kirche zu leiten, ich denke mir jeden Tag, der Schuh ist mir viel zu groß. Aber ich habe gelernt, auf dem Stuhl der Ermutigung Platz zu nehmen und nicht der Entmutigung. Bei der Entmutigung vergleiche ich mich ständig mit den anderen Small Groups, mit den anderen Familien, mit den anderen Eltern, mit den anderen Leitern. Und dann bin ich frustriert. Wenn ich hier bin, merke ich wieder, warte mal, wir müssen die Sachen sortieren. Ich stehe auf dem Fundament, ich habe das vergessen. Warum? Wir können hier kompliziert werden. Wenn wir zum Beispiel leiten, denken wir so Sätze wie, ja, jetzt muss ich ja performen, jetzt bin ich ja Small Group Leiter, jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass ich Probleme habe, oder? Wir haben vergessen, dass ich als erstes Kind bin und dass ich Papa brauche. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Vorstellung, aber ich glaube, dass Gott heute uns einlädt, in diese Position des Kindes zu kommen. In den Bereichen, wo wir überfordert sind. Vielleicht bist du überfordert von deiner Familiensituation, aus der Sicht des Kindes, wo du in der Familie gerade bist. Wo du denkst, Gott, wie soll ich denn hier prägen in dieser Familie? Ich sehe viel Gottloses in meiner Familie. Ich bin herausgefordert mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Aber ich möchte lernen, es mit deiner Hilfe und deiner Kraft zu machen. Vielleicht merkst du auch, dass Gott dich heute rausruft, Kirche neu als Familie zu sehen. Nicht ein Ort, wo ich etwas konsumiere, sondern wo Gott in dir das Potenzial sieht, sei fruchtbar und mehre dich. Werde eine Person, die Verantwortung übernimmt. Werde eine Person, der Leute wieder andere Menschen anvertrauen können, die frisch im Glauben sind. Geistliche Babys, geistliche Kinder. Werde eine Person, die das lernt. Ich möchte einen Moment der Stille nehmen und Gott bitten, dass er in der Stille uns zeigt, was diese Predigt für uns bedeutet. Egal in welcher Lebensphase wir sind, in welchem Beziehungsstand wir sind, ob wir gerade etwas leiten in der Kirche oder nicht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen und du jetzt redest. Ich binde jede Täuschung, jede Lüge, jede Religiosität über unserem Leben.
Rede in unseren Gedanken, rede in unserer Fantasie, rede in unseren Gefühlen. Zeig uns, was diese Predigt für uns ganz persönlich heute bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass wir heute ganz ehrlich zu dir kommen können. Ich danke, dass wir heute auf dem Stuhl der Ermutigung Platz nehmen dürfen. Heiliger Geist, dass du heute zu uns redest. Du kennst unsere Fehler, du kennst unsere Schwächen. Du kennst unsere Grenzen. Und ich danke dir, dass du davon nicht überfordert bist, so uns einlädst, zu dir als unserem Vater zu kommen. Ich danke dir, dass heute ein Tag ist, wo wir neu und die Entscheidung treffen können, unsere Hände zu strecken nach dir in unserer Lebenssituation. Wie das Kind, das vorne auf die Schuhe vom Vater geht. Zeig du uns, ob das heute dran ist. Wenn ich Predigten höre, gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm es. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal klicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, dort kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt sagen wir dich einfach, dass Yes. Gott das, was er am Tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen. Amen.